Ich heiße dich herzlich willkommen zu deiner Yoga-Session für deinen gesunden und starken Rücken. Du kommst hüftbreit auf deiner Matte an, nimmst hier eine tiefe Einatmung, deine Nacken, deine Wirbelsäule über dein Becken bis zu den Fußsohlen hinunter und atmest jegliche Verspannung, Gedanken, To-Dos los. Mit der nächsten Einatmung nimmst du deine Hände in die Höhe, bringst deine Handflächen zusammen und gehst in eine Rückbeuge. Mit der Einatmung kommst du zurück und legst deine Arme neben deinen Körper. Mit der nächsten Einatmung bringst du deine Hände schulterbreit in die Höhe, kommst mit einem geraden Rücken in deinen 90-Grad-Winkel und sobald du hier bist, lösen sich die Hände Richtung Boden, Füßen oder Knien, wie es dir am liebsten ist. Lässt Wirbelsäule und Kopf bewusst ausbaumeln und los, all den Druck, all die Last, die auf deinen Schultern liegen, lässt du los. Machst eine sanfte Ja- und Nein-Bewegung nach Lust und Laune mit deinem Kopf, massierst deine Nackenmuskulatur sanft nach. Versuch auch mal deine Knie sanft anzubiegen und somit die Intensität deiner Dehnung im Rücken und in den Beinen zu unterscheiden, anders einzustellen. Mit der nächsten Einatmung wieder in die gerade Wirbelsäule, von hier aus einen Schritt mit deinen Händen und deinen Füßen nach hinten. Du kommst in deinen ersten herunterschauenden Hund für heute, streckst dich hier genüsslich durch, winkelst das eine Knie an, währenddem die andere Ferse in die Matte drückt. Schiebst deinen Brustkorb zu deinen Oberschenkeln und dehnst sie richtig durch. Dehnst Brustkorb, Wirbelsäule, Becken, Beine, Arme, Schultern. Wirklich jede einzelne Muskulatur von dir so richtig genüsslich durch. Von hier aus nimmst du dann nochmal einen kleinen Schritt mit deinen Armen nach vorne, mit deinen Füßen nach hinten, kommst in dein Brett, in deine starke Plank Position, starke Mitte, Mitte nicht hängen lassen. Nicht zu weit oben, nicht zu weit unten und prüfe aber nochmal nach, ob deine Hände in einer Linie mit den Schultern stehen. Sobald du soweit bist, schiebst du deine Ellenbögen zu deinem Körper und lässt dich hier sanft in dein Brett auf die Matte herunter. Starke Arme, starke Mitte. Du hast es geschafft. Löst deine Füße von der Matte, sodass der Fußrücken auf der Matte ruht und drückst dich mit deinen Muskeln von deinem Rücken und deinem starken Bauch in die Höhe. Dein Oberkörper mit der nächsten Einatmung nochmal ein Stückchen höher schieben. Und ausatmen, loslassen, Stirn auf die Matte. Und von hier aus spreizst du deine Beine ungefähr mattenbreit, drückst deinen Fußrücken in die Matte, sodass sich deine Kniescheiben in die Höhe heben. Und auch deine Arme platzierst du ausgestreckt vor dir, ungefähr mattenbreit. Sobald du soweit bist, streckst du deine Arme durch und hebst somit deinen Oberkörper in die Höhe. Und dehnst deine Wirbelsäule nochmal so richtig genüsslich durch. Hier kannst du selber einstellen mit deinen Armen, wie tief du in die Dehnung möchtest. Mit der nächsten Ausatmung kommst du auf deine Unterarme zurück. Stirn auf die Matte, Zehen aufstellen, Hände zurück unter die Schultern. Und dich von hier aus zurück in deine Child's Pose drücken, Gesäß zur Ferse, Knie beim Herz. Kopf ganz entspannt auf der Matte. Mit deinen Fingern kannst du noch ein Stückchen nach vorne spazieren, wenn du magst, um die Schultermuskulatur, deine Nackenmuskulatur noch ein bisschen mehr zu dehnen. Mit der nächsten Einatmung kommst du in deine Vierfüßlerposition, bist auf deinen Knien und deine Handgelenken. Von hier aus bringst du jetzt dein rechtes Bein ausgestreckt hinter deinem Körper in die Länge, dein linker Arm ausgestreckt vor dir und mit der nächsten Ausatmung bringst du rechtes Knie, linken Ellenbogen unter deinem Bauch zusammen
Einatmen, beide Glieder weit weg von dir strecken, starke Mitte und ausatmen, Ellenbogen, rechtes Knie unter deinem Körper zusammen, runde Wirbelsäule, Kopf entspannt. Ausatmen, strecken und zurück in den Vierfüßlerstand. Von hier aus nimmst du jetzt dein linkes Bein ausgestreckt in die Höhe, dein rechter Arm. Ausatmen, runder Rücken, Kopf entspannt, Ellenbogen und Knie unter deinem Körper zusammen. Ausstrecken, beide Glieder weit weg von dir, starke Mitte. Ausatmen, Knie und Ellenbogen unter deinem Körper zusammen. Einatmen, nochmal strecken, Knie sowie Hände, beide wieder auf der Matte. Stellst deine Zähne auf die Matte und drückst dich von hier hinauf in den herunterschauenden Hund. Dehnst dich hier nochmal so genüsslich durch. Dein zweiter Hund von heute. Und du merkst vielleicht schon, wie du schon ein bisschen weicher, dein Körper flexibler geworden ist. Von hier aus kommst du jetzt auf deine Zehenspitzen und läufst mit kleinen Schrittchen zu deinen Händen nach vorne, kommst nochmal in deiner Vorwärtsbeuge an, lässt Kopf und Wirbelsäule bewusst hängen. Mit der nächsten Einatmung rollst du Wirbel für Wirbel sanft wieder in die aufrechte stehende Position. Nimmst hier nochmal eine tiefe Einatmung über deine Nase, deine Wirbelsäule, dein Becken bis zu deinen Fußsohlen hinab und atmest Gedankenstress aus. Lässt los. Mit der nächsten Einatmung bringst du deine Arme in die Höhe, ungefähr schulterbreit. Gehst in die Knie, als ob du auf einen Stuhl sitzen möchtest. Chair Pose, starke Mitte, starke Arme, starke Beine. Nochmal eine tiefe Einatmung hier und mit der nächsten Ausatmung Hände zum Boden, Gesäß in die Höhe, Wirbelsäule, Kopf bewusst, genüsslich hängen lassen. Gerade Wirbelsäule und ein Schritt mit deinem Bein nach hinten, sodass du in deinen dritten herunterschauenden Hund für heute kommen kannst. Streck dich da nochmal genüsslich durch. Dehne Beine, Wirbelsäule, Brustkorb. Und sobald du soweit bist, kommst du in deinen dreibeinigen Hund. Hebst dein rechtes Bein in die Höhe, winkelst es an und lässt deinen rechten Fuß über deine linke Gesäßhälfte. Dehnst dein Becken hier richtig durch zur rechten Seite. Atmest ein, streckst dein Bein wieder in die Höhe und kommst zurück in den vierbeinigen Hund. Von hier aus hebst du jetzt dein linkes Bein in die Höhe, winkelst es an und lässt es über deine rechte Gesäßbacke fallen. Dehnst deine Hüfte, dein Becken. Ausstrecken, beide Füße wieder zurück auf der Matte. Einen kurzen Moment entspannen. Und sobald du soweit bist, bringst du nun dein rechtes Bein zu deinem linken Ellenbogen unter deinem Körper. Kommst in einen dreibeinigen Hund, streckst dein rechtes Bein in die Höhe und bringst nun dein Knie zur linken Seite, zu deinem linken Ellenbogen. Nochmal ausstrecken, dein dreibeiniger Hund und dein rechtes Knie nochmal zum rechten Ellenbogen unter deinem Körper bringen. Ausstrecken, dein dreibeiniger Hund und von hier aus nochmal mit deinem rechten Knie zu deiner linken. Von hier aus zurück ausatmen in den herunterschauenden Hund. Sobald du soweit bist, bringst du hier dein linkes Bein in die Höhe, dein dreibeiniger Hund und jetzt dein linkes Knie zur linken Elle. Wieder ausstrecken, dein dreibeiniger Hund und dein linkes Knie zu deiner rechten. Starke Mitte. Einatmen, strecken, streck das Bein in die Höhe, bring dein linkes Knie zur linken Seite unter deinem Körper, nochmal in die Höhe, richtig ausstrecken, mit deiner Ausatmung dein linkes Knie zu deinem rechten Ellenbogen. Von hier aus nochmal in einen dreibeinigen Hund und jetzt beide Füße wieder auf der Matte, bist in einem Hund, genüsslich nochmal durchstrecken. Mit der nächsten Einatmung machst du nochmal einen kleinen Schritt nach hinten, kommst auf deine Knie, auf deine Brust und dein Kinn
Und von hier aus dann komplett mit deiner Unterseite, Vorderseite von deinem Körper auf die Matte. Nimmst deine Hände seitwärts von deinem Körper, winkelst deine Beine an, greifst mit deinen Händen zu deinen Füßen, Bauchmuskeln aktiv und drück jetzt deine Oberschenkel und dein Oberkörper in die Höhe, die Hände und die Füße so hoch wie es geht zur Decke. Nochmal tiefe Einatmung hier, ausatmen, alle Glieder zurück auf der Matte. Stellst deine Zehen auf die Matte und drückst dich hier nochmal genüsslich zurück in deine Child's Pose. Bewusst entspannen. Knie beim Herz, Herz auf der Matte, Stirn auf der Matte. Mit jeder Einatmung mehr und mehr frische Energie in dich rein, mit jeder Ausatmung lässt du los. Von hier aus kommst du nun in den Vierfüßlerstand, prüfe, dass deine Knie in einer Linie mit deinen Hüften, deine Hände in einer Linie mit deinen Schultern sind und kommst in eine genüssliche Katzenhaltung. Drückst deine Schultern in die Höhe, mit der Einatmung kommst du in die Kuh, streckst dein Gesäß genüsslich nach raus, hohles Kreuz, Blick zur Decke, ausatmen, Blick zu deinen Oberschenkeln, Schultern, Rücken, nach oben drücken, einatmen, nochmal in deine Kuh, genüssliches Hohlkreuz, ausatmen, runder Rücken, einatmen, du kommst zurück in deine neutrale Vierfüßlerposition. Jetzt nimmst du deinen rechten Arm in die Höhe, Blick zur rechten Hand in die Höhe und schiebst jetzt deinen rechten Arm unter deiner linken Achsel durch, bringst deine rechte Schulter auf die Matte. Streck dich nochmal in die Höhe und kommst in den Vierfüßlerstand zurück. Von da aus hebst du deine linke Hand in die Höhe, Blick zur linken Hand zur Decke hinauf und schieb die linke Hand unter deiner rechten Schulter, unter deiner rechten Achsel durch. Streck dich nochmal in die Höhe und nochmal runter mit der linken Hand unter die rechte Achsel. Nochmal aufstrecken und zurück in den Vierfüßlerstand. Von hier kommst du jetzt auf deine Schienbeine, stellst dich auf deine Schienbeine, nimmst eine tiefe Einatmung hier, Hände mit in die Höhe, Handflächen zusammen und in deine Rückwärtsbeuge. Brustbein öffnen, ausatmen, Hände neben deinem Körper. Einatmen, Hände in die Höhe, schulterbreit voneinander und nun deine Hände zu deinen Füßen führen und deinen Bauch nach vorne drücken, deine Brust nach oben drücken, deine Camel Pose. Mit der Einatmung Hände wieder in die Höhe, dich aufrichten und von hier aus nochmal genüsslich zurück in deine Child's Pose. Runde Wirbelsäule, entspannter Nacken. Mit jeder Ausatmung lässt du mehr und mehr los, Gedanken, Stress, Last, Emotionen. Mit jeder Einatmung mehr und mehr frische Energie in jede einzelne Zelle deines Körpers. Entspanne bewusst. Mit der nächsten Einatmung kommst du nochmal in einen Vierfüßler, stellst deine Zehen auf und drückst dich von hier in deinen herunterschauenden Hund. Dehnst dich hier nochmal so richtig genüsslich durch und bestimmt merkst du einen Unterschied zu deinem ersten Hund, den du heute gemacht hast. Wie flexibler und weicher dein Körper geworden ist. Von hier spazierst du nun mit deinen Händen zu deinen Füßen, kommst nochmal in eine Vorwärtsbeuge, lässt Kopf und Schultern bewusst hängen und rollst von hier Wirbel für Wirbel sanft wieder in die aufrechte Position. Nimmst hier mal eine tiefe Durchatmung, bevor du dich dann hüftbreit auf deine Matte stellst, deine Zehen nach außen richtest, deine Hände zwischen deinen Beinen platzierst, deine Oberarme auf der Innenseite deiner Knie, Handflächen vor dem Herz zusammen, gerade Wirbelsäule, sanfter Waden, Schulterdehner. Mach eine tiefe Einatmung hier, bis in deine Fußsohlen hinunter. Mit deiner Ausatmung lässt du jeglichen Stress, Druck, Erwartungen in den Boden zurück und lässt los.
Du löst dich nochmal aus dieser Position, bringst dein Gesäß nun auf die Matte, streckst deine Beine vor dir auf, aufrechte Wirbelsäule. Platzierst hier nun dein linkes Bein, deinen linken Fuß auf der Außenseite deines rechten Knies, nimmst beide Hände in die Höhe, platzierst deinen rechten Arm auf der Außenkante deines linken Knies und der linke Arm ist so nah wie möglich bei deinem Becken hinter deinem Körper platziert. Blick über deine linke Schulter nach hinten. Mit jeder Einatmung streckst du deine Wirbelsäule mehr und mehr durch. Mit jeder Ausatmung kommst du noch ein bisschen tiefer in deine Dehnung. Wirbelsäulen, Hüftdehnung. Einatmen, strecken, ausatmen, loslassen. Mit der nächsten Einatmung bringst du Hände in die Höhe, löst deine Beine wieder ausgestreckt vor dir und lässt nun mit der Ausatmung deine Hände zu deinen Füßen, zu deinen Schienbeinen, da wo es für dich am angenehmsten ist, fallen. Runde Wirbelsäule, runder Nacken, Schultern, Nacken, Rücken ganz entspannt. Wenn du hier deine Beine noch ein bisschen anwinkelst, kannst du wieder die unterschiedliche Intensität selber einstellen, der Dehnung in deinem Rücken oder dein Bein. Mit der nächsten Einatmung rollst du Wirbel für Wirbel mit deinem Oberkörper wieder in eine aufrechte Position, platzierst nun deinen rechten Fuß auf der Außenseite deines linken Knies, Hände in die Höhe, gerade Wirbelsäule. Linker Arm drückt auf die Außenkante deines rechten Beines, rechter Arm ist hinter deinem Körper so nah wie möglich an deinem Becken platziert. Mit jeder Einatmung streckst du deine Wirbelsäule, mit jeder Ausatmung kommst du noch ein bisschen tiefer in deine Dehnung rein. Dein Blick über deine rechte Schulter, vielleicht immer noch ein bisschen tiefer und tiefer. Dehn deine Wirbelsäule, deine Mitte. Doch mit der nächsten Einatmung bringst du Hände in die Höhe, löst deinen Sitz, winkelst deine Beine sanft an vor dir, packst deine Knie mit deinen Händen, runde Wirbelsäule und lässt dich sanft auf die Matte mit dem Oberkörper rollen. Von hier aus kannst du deine Knie sanft kreisen, deinen Rücken somit nochmal sanft massieren, dein Becken massieren. Du spürst selber, was dein Körper jetzt in diesem Moment am meisten braucht. Deine Knie sind angewinkelt auf deinem Oberkörper. Mit der nächsten Ausatmung lässt du deine Knie, deine Beine zusammen auf die linke Seite. Streckst deine Arme seitwärts von dir weg. Und dein Blick geht zur rechten Seite. Ein sanfter Twist. Für Wirbelsäule, Brustkorb, Nacken, Hüfte. Mit jeder Einatmung mehr und mehr frische Energie in jede einzelne Zelle deines Körpers. Mit jeder Ausatmung lässt du mehr und mehr los, entspannst. Sobald du soweit bist, bringst du deine Knie wieder vor deinen Bauch angewinkelt und lässt nun deine Beine zur rechten Seite auf den Boden, auf die Matte. Lass deine Arme gerade noch ausgestreckt und dreh deinen Kopf nun zur linken Seite, sanfter Twist. Beine, Becken, Brustkorb, Wirbelsäule, Nacken, Schultern, Unterarme. Eine entspannende Dehnung für deinen ganzen Körper. Und mit jeder Ausatmung lässt du Druck, Anspannung, Verspannung bewusst nochmal richtig los, atmest aus. Mit der nächsten Einatmung kommst du mit deinen Beinen wieder angewinkelt über deinen Bauch.
Nimmst jetzt dein linkes Knie in die Höhe, dein rechtes streckst du auf der Matte aus und massierst dein linkes Bein durch Kreisbewegungen, deinen unteren Rücken. Beide Beine sind ausgestreckt, nimmst nun dein rechtes Knie in die Hand vor deine Brust, kreist und bewegst da sanft. Nimm eine sanfte Massage für deinen Rücken. Von hier aus bringst du deine Fußsohlen so nah wie möglich zu deinem Gesäß. Drückst deinen Bauch, dein Becken in die Höhe. Vielleicht schaffst du es sogar, deine Hände unter deinem Rücken zusammenzufalten. Nochmal bewusst hochdrücken. Mit der Ausatmung Rücken wieder auf die Matte. Wenn du magst, Beine anwinkeln und sanft mit deinem ganzen Körper auf die Matte. Shavasana, Entspannung für dich. Um deinen unteren Rücken zu schonen, kannst du auch gerne eine Decke unter deine Knie schieben. Ansonsten liegen deine Beine jetzt hüftbreit auf der Matte, deine Zehen dringen ganz natürlich nach außen. Nimmst wahr, wie deine Unterschenkel, dein Gesäß, deine Rücken, deine Schultern, deine Arme, dein Kopf ganz entspannt auf deiner Unterlage ruhen. Nochmal eine tiefe Einatmung über deine Nase, deinen Hals, über deine Wirbelsäule, dein Becken, deine Füße bis zu deinen Fußsohlen hinunter und atme restliche Anspannung, die du noch verspüren solltest, bewusst aus. Du lässt los. Gedanken, Emotionen, To-Dos, Anspannung, Druck. Atmest du sanft aus und lässt somit los. Mit jeder Einatmung atmest du mehr und mehr frische, neue Energie in jede einzelne Zelle deines Körpers. Mit jeder Ausatmung lässt du los, entspannst. Du kannst dir auch gerne ein goldenes Licht vorstellen oder warme Energie, dass du einatmest. Vielleicht hast du einen schmerzenden Rücken. Vielleicht hast du Druck auf deinen Schultern, in deinem Kopf, Anspannung. Atme bewusst dieses goldene, heilende, frische Licht in jede einzelne Zelle deines Körpers und deines Wesens. Und mit jeder Ausatmung lässt du mehr und mehr los, sinkst tiefer und tiefer in deine vollkommene Entspannung. Mit jeder Einatmung füllst du jede einzelne Zelle deines Körpers, deines Wesens mit warmem, wärmendem, frischen, goldenem Licht, neuer Energie in jede einzelne Zelle deines Körpers. Ganz entspannt. Deine Auszeit jetzt genießen. Es wird langsam Zeit, wieder zurückzukommen in deinen neuen Tagesabschnitt. Nimm 2, 3 tiefe Einatmungen, sanft Bewegung zurück in deinen Körper zu bringen. Bewege Finger und Zehen. Lass die Bewegungen größer werden. Streck und reck dich nochmal hier so genüsslich durch. Erwach für deinen neuen Tagesabschnitt mit einem gesunden und starken Rücken. Winkle deine Beine an und kuschel dich nochmal einen kurzen Moment auf deine Seite, so als Übergang, bevor du jetzt zurück in die sitzende Position kommst. Ich danke dir ganz herzlich
Ich wünsche dir alles Gute. Einen gesunden Rücken, starke Mitte, ein ausgeglichenes Ich. Deine Juliana, The Golden Drop. Namaste.